Überall in Europa stehen Bauernhöfe vor dem Aus. Diese zwei Freunde möchten die Landwirtschaft in den Bergen rund um Genua wiederbeleben. Trotz der schwierigen Bedingungen dort. Generell sind die Straßen in Ligurien sehr eng und manche Felder kann man nur zu Fuß erreichen, was alles viel komplizierter macht. Der Vorteil? Das Land ist preiswert zu erwerben und die landwirtschaftliche Nutzung wird vom Staat gefördert. Die Landschaft ist terrassiert, was die Bewirtschaftung schwierig macht. Aber zugleich ist sie wunderschön und bringt viel Freude und Erfüllung. Die beiden sind nicht die einzigen, die die Landwirtschaft neu entdecken. Der italienische Bauernverband spricht bereits von einer historischen Rückkehr der Jugend aufs Land. Rund 65% der jungen Landwirte unter 40 Jahren übernehmen einen Hof aus der Familie. Fast 30% gründen sogar einen neuen Betrieb. Von solchen Zahlen bei den Neugründungen kann man in Bayern nur träumen. Aufgelassenes Land gibt es kaum und die Bodenpreise sind wie hier in Oberbayern für viele unerschwinglich. Diese Jungbäuerinnen können sich kein eigenes Land leisten und jetzt noch diese Katastrophe. Jetzt ist uns die Pacht gekündigt worden, wo eigentlich 90% unseres Betriebes draufsteht und also von 7,5 Hektar bleibt uns jetzt noch einer. Wie sich unter solchen Umständen eine landwirtschaftliche Existenz aufbauen? Mitten in den ligurischen Bergen leben Matteo Rizzitano und Davide Moro. Die beiden Freunde haben keinen Hof geerbt und trotzdem wollten sie Landwirte werden. Doch ohne eigenes Land fehlte ihnen lange der Mut dazu. Beide hatten sichere Arbeitsplätze bei einem Karosseriebauer in Genua und von Landwirtschaft keine Ahnung. Davide arbeitete im Verkauf, Matteo in der Verwaltung. Die Bezahlung war gut, doch wirklich zufrieden waren sie nicht. Während des Lockdowns beschlossen sie schließlich, den Absprung zu wagen. Ich habe es gemacht, weil wir es gemeinsam beschlossen haben. Alleine hätte ich es nicht getan. Eines Tages haben wir uns in die Augen geschaut und er hat mir den Vorschlag gemacht, lass uns hier weggehen, uns unabhängig machen und einen Bauernhof gründen. Und genau das haben wir getan. Heute, 4 Jahre später, wissen wir, dass es die beste Entscheidung unseres Lebens war. Bei ihrer Arbeit im Büro hatte ihnen der Kontakt zur Natur gefehlt. Hier oben in den Bergen mussten sie ihre Felder erst wieder mühsam von der Wildnis zurückerobern. Dieses Land war verlassen, voller Brombeeren und toter Bäume. Wir sind mit einer unglaublichen Energie gestartet. Wir haben dieses und ein anderes Gelände erstmal freiräumen müssen. So hat alles begonnen. Europas Landwirtschaft ist überaltert. Der Nachwuchs fehlt. Mit Förderprogrammen und finanziellen Hilfen will die EU den Generationenwechsel voranbringen. Doch diese Förderungen sind an die Fläche gebunden. Kommt bei Ihnen trotzdem etwas an? Die Europäische Union stellt zwar viel Geld zur Verfügung, doch meiner Meinung nach hilft es uns hier nicht wirklich. Die Voraussetzungen, um dieses Geld zu bekommen, sind bei uns sehr schwer zu erfüllen. Wir sagen oft, wenn wir es nicht schaffen, schafft es niemand. Die EU unterstützt vor allem innerfamiliäre Hofübergaben. Doch ihr Betrieb ist eine Neugründung, noch dazu mit kleinen Flächen. So fallen sie durchs Raster. Es geht 6 Kilometer weiter zum nächsten Feld. Sie haben keinen Bauernhof geerbt. Wie kamen sie dann an Land? 80% der landwirtschaftlichen Flächen wurden in Ligurien aufgegeben. Sie verwildern.
Für die beiden eine Chance, für nur etwa 1.000 Euro pro Hektar die brachliegenden Flächen zu kaufen. Auch das nächste Feld liegt in einer Steillage. Wieder ist es eine Landschaft, die nicht mit der Massenproduktion der industrialisierten Landwirtschaft vereinbar ist. Die beiden Quereinsteiger wollen ihr Gemüse so natürlich wie möglich anbauen, ganz ohne Kunstdünger oder Pestizide. Weil ihnen landwirtschaftliche Erfahrung fehlt, müssen sie sich das nötige Wissen selbst erarbeiten. Wir probieren jedes Jahr viel aus und machen dabei auch viel falsch. Jeden Fehler versuchen wir im nächsten Jahr zu vermeiden. Was die Junglandwirte auszeichnet, ist, wie sie die neuen Medien nutzen. Bauer 2.0 nennen sie ihre Strategie, bei der sie altes Wissen mit Neuem verbinden. Sie haben landwirtschaftliche Kurse in Genua besucht, doch vieles lernen sie im Netz, wie zum Beispiel die Vorzüge des Mulchens. Das hier ist Mulch. Auch das haben wir im Internet gelernt. Denn anscheinend war diese Technik bei uns früher nicht bekannt. Dabei ist sie so hilfreich. Der Mulch hält die Feuchtigkeit im Boden und schützt die Wurzeln vor der Sonne. Das ist besonders wichtig, denn diese Tomaten haben noch nie Wasser bekommen. Wirklich nie. Der Mulch hat die Feuchtigkeit so gut gehalten, dass sie trotz der Dürre nicht eingegangen sind. So haben wir altes Bauernwissen mit moderner Technik kombiniert. Dank der sozialen Medien können wir unglaublich schnell lernen. Statt 2 Bücher zu lesen, reichen uns kurze Videos. Doch sie lernen nicht nur über das Internet. Ihr Gemüse wird auch darüber verkauft. Auf Instagram und Facebook können ihre Kunden schon vorab die Tomaten kennenlernen, die sie bald in ihrer Gemüsekiste finden. So verkaufen sie kein anonymes Supermarktgemüse. Ihre Tomaten bekommen eine Geschichte. Instagram ist fundamental. Es ist unser Schaufenster. Da wir momentan keinen Laden haben, zeigen wir jeden Tag live, was wir tun. Im Grunde so, als ob wir den ganzen Tag Kameras auf uns gerichtet hätten. Ich muss sagen, ohne Instagram wären wir nicht die wir jetzt sind. Mit Charme und digitaler Präsenz gewinnen sie immer mehr Kunden. Zu Beginn half ihnen Corona. Viele saßen zu Hause und verfolgten online, wie 2 Städter in den ligurischen Bergen Landwirte werden wollten. Inzwischen haben sie über 61.000 Follower. Brachliegende Flächen wie in Italien sind in Bayern selten. Zu einer Initiative, die Landwirten dabei hilft, dennoch an Land zu kommen, gehört Stefan Illy. Die Kulturlandgenossenschaft kauft Felder und verpachtet sie zu günstigen Konditionen. Aus eigener Erfahrung weiß er, wie schwierig es ist, einen Hof zu bekommen. Als junger Mensch wollte ich in Landwirtschaft auch einsteigen und hatte da 2 Versuche gemacht und bin letztlich auch an der Frage gescheitert. Wenn man nichts erbt, hat man keine Chance, als Landwirt tätig zu sein. Die Situation am Bodenmarkt, auch in Bayern, ist dramatisch, weil sich die Landkauf- und auch Landpachtpreise extrem erhöht haben. Also die Kaufpreise haben sich verdreifacht und wir brauchen da eine Lösung. Wir können auch nicht warten, bis Politik das löst. Wir müssen einfach starten und zeigen, dass es gemeinschaftlich gehen kann, dass es funktioniert. Heute fährt er zum Hof der Familie Schönegge, die Unterstützung von Kulturland braucht, da ihnen der Pachtvertrag gekündigt wurde. Überall in Europa geben Höfe auf, meist mangels Nachfolger. Zahlen aus Bayern zeigen den Ernst der Lage. In den letzten 10 Jahren haben weit über 11.000 Bauernhöfe aufgegeben. Das bedeutet, dass pro Jahr fast 1.200 Betriebe schließen. Das sind mehr als 3 Höfe pro Tag. Der Naturgarten Schönegge. Was mit dem Anbau von Biogemüse begann, ist heute ein vielfältiger Betrieb mit Hofladen und Café, Kindergarten und einem Reiterhof mit 16 Pferden. Doch dem Verpächter wurde der Trubel zu viel. Die Kündigung folgte.
Auf dem heutigen Hoffest will Stefan Illy neue Genossen gewinnen. Kulturland hat Felder für den Familienbetrieb gekauft, um die verlorenen Pachtflächen zu ersetzen. Heute wollen sie Abschied nehmen, aber auch neue Unterstützer finden. Jetzt hofft Stefan Illy auf viele Besucher, die bei der Genossenschaft Anteile ab 500 € zeichnen. Das sind jetzt schon 160 Menschen, haben sich beteiligt. Es werden aber noch mal ungefähr so viele gebraucht, dass wir diese 1,9 Millionen für den Landkauf hier gemeinsam stemmen können. Und da müssen wir einfach noch mal ordentlich Wirbel machen. Der Naturgarten ist überregional bekannt. Für heute werden mindestens 1000 Besucher erwartet. Sophia Sedelmeier, eine der Schönegger-Töchter, die den Betrieb am neuen Standort weiterführen möchte. Ja, ohne Kulturland hätten wir den neuen Hof nicht erwerben können. Nur mit der Genossenschaft hat es ja jetzt geklappt, dass wir den Großteil dieser landwirtschaftlichen Fläche kaufen, also mit der Genossenschaft und den Genossinnen und Genossen, die uns da unterstützen. Genau. Die Existenz irgendwo gegangen. Auf jeden Fall. Also sonst wäre das hier einfach, der Hof hier, der bleibt natürlich in ganz kleinem bestehen, aber alles, was wir drumherum an Sozialem anbieten, wäre einfach nicht weitergegangen. Was den Naturgarten so besonders macht, ist seine Vielfalt. Es geht nicht nur um klassische Landwirtschaft, sondern auch um soziale Bildungs- und Freizeitangebote. Sophias ältere Schwester Lilian Schweiger zog es früh zu den Pferden. Als Kind bekam sie ein Fohlen geschenkt. So entstand der Reiterhof. Ja, letztendlich, wenn wir kein Land gefunden hätten, wo wir sie hinbringen hätten können, dann hätten wir sie halt verkaufen müssen. Das wäre für mich sehr hart gewesen, weil ich habe viele von ganz jung auf ausgebildet. Ich habe mein ältestes Pferd ist 27, den habe ich seit ich 13 bin. Und ja, ich hänge total an den Pferden. Das wäre richtig schlimm gewesen für mich und für uns alle hier, weil sie einfach ein Herzstück sind von uns. Für den Umzug soll heute Geld zusammenkommen. Viele Unterstützer helfen mit. Alle Musiker treten ohne Gage auf. Stefan Illy will aufklären, warum die Lage auf dem Bodenmarkt so dramatisch ist. Ich habe es jetzt eigentlich schwer ohne Instrumente und Gesang. Er erklärt, die Finanzkrise 2008 machte Ackerland zur Kapitalanlage, attraktiv für Investoren. Damals begann das mit einmal, dass sich Landpreise innerhalb von 15 Jahren verdreifacht haben. Und das ist eine Katastrophe für Biobetriebe, das ist eine Katastrophe für alle Betriebe, aber man kann das als intensivst wirtschaftender Betrieb mit Biogas und so vielleicht noch einigermaßen erwirtschaften, aber als Naturgarten Schönegge extensiv mit Gartenbau, also für einen normalen Landwirt ist es einfach nicht möglich. Lilian Schweiger und Sophia Sedelmeier sind hier aufgewachsen. Gerne hätten sie den elterlichen Betrieb vor Ort weitergeführt. Ich hatte schon zweimal Tränen in den Augen und für mich ist das total emotional heute, weil wir halt hier so ein Familienbetrieb sind und weil der halt einfach ja, schon halt zerrissen wird. Das ist natürlich schon jetzt eine mega Chance auch für uns, aber es wird alles anders und so ein Fest wie heute wird es wahrscheinlich nicht nochmal in der Form geben. Auf unser schönes Fest, oder? Genau. Auf alle Unterstützer, schön, dass ihr da seid. Wir kriegen Land, das ist mega. Es ist wirklich mega, dass wir nochmal die Chance kriegen, umzuziehen und weiterzumachen, weil das war das, was wir uns gewünscht haben. Unermüdlich sucht Stefan Illy nach neuen Genossen. Es fehlen noch 600.000 €. Viel Engagement ist auch auf Seiten der Genossen gefragt. Die Rendite liegt bei höchstens 1%, wenn überhaupt. Es ist ein ideeller Mehrwert. Man kann sich halt beteiligen ab 500 € und das ist kein Schenkgeld, sondern man hält die Anteile. Kriegt aber keine monetäre Rendite, sondern eine hohe ökologische, soziale Rendite. Durch seine ungewöhnliche Vielfalt ist der Naturgarten für viele zu einem besonderen Ort geworden. Wir haben uns beteiligt, weil wir es einfach hier eine super Sache finden, was die Gärtnerei Schönegge und Erna machen. Unsere Tochter reitet hier auch schon seit einigen Jahren.
Ja, und uns verbindet auch verschiedene Freundschaften hier mit manchen vom Hof. Wir bekommen eben Obst und Gemüse geliefert, hauptsächlich Gemüse. Und beliefern auch wieder ganz viele Kunden mit der Ware, was wir hier kriegen, mit den Lebensmitteln. Und es ist unglaublich schade, wenn man überlegt, es hat ganz kurze Wege zu uns gehabt. Und jetzt muss es noch mal weiter sein. Es fällt sehr, sehr viel weg. Langsam wird es Abend. Noch immer versucht Stefan Illy Unterstützer für den Naturgarten zu gewinnen. Gerade in Bayern ist es besonders schwer, landwirtschaftlichen Boden zu finanzieren. 2023 kostete Ackerland bundesweit durchschnittlich 40.300 € pro Hektar. In Bayern war es mehr als doppelt so teuer. Lucia Birkmeier vertritt die junge Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft in Bayern. Existenzgründung und der Zugang zu Land sind ihre zentralen Themen. Um junge Landwirte zu unterstützen, wurde kürzlich die Junglandwirte-Prämie erhöht. Reicht das? Ja, dass es diese Junglandwirte-Prämie in Bayern gibt und die auch erhöht wurde, das ist wirklich schön an sich. 134 € pro Hektar. Und ja, und da ist auch schon das Problem begraben meines Erachtens. Es wird wieder über die Fläche, über die Gießkanne ausgegossen. Und so kommen auch wieder nur Leute mit Fläche an diese Förderung. Und wir können das an meinem Beispiel anschauen. 10 Hektar habe ich jetzt gerade, dadurch, dass ich glücklicherweise die Fläche von meinem Vater bewirtschaften darf. Und über 5 Jahre komme ich hier auf rund 6.000 €. Jemand mit 120 Hektar hat nach 5 Jahren 80.000 €. Was ich ihm gönne, aber es braucht hier wirklich auch für kleine, flächenarme Betriebe eine andere Förderung. Gibt es sonst noch Geld? Konkret für junge Leute ist mir jetzt darüber hinaus so nichts bekannt. Es gibt natürlich viel Bildungsangebote, es gibt tolle Mentorenprogramme, es gibt da wahnsinnig viele Angebote, die Wissen vermitteln wollen und die Lust auf Landwirtschaft machen, aber es darf halt nicht daran scheitern, dass dann junge, motivierte Leute schlicht einfach nicht an Fläche kommen. Fördermittel für den Kauf landwirtschaftlicher Flächen gibt es in Deutschland nicht. Das bestätigt auch das Bayerische Landwirtschaftsministerium. Anders in Italien. In Ligurien haben junge Landwirte dank günstigeren Bodenpreisen und mehr Förderung bessere Chancen, in die Landwirtschaft einzusteigen. Gerade liefert Davide Moro Gemüsekisten aus. Sie werden individuell zusammengestellt. Über ihre Beiträge auf Social Media haben sie Kunden gewonnen, die auch höhere Preise als im Supermarkt akzeptieren. Wir haben Ihre Posts und Stories auf Instagram gesehen und wurden neugierig. Nicht nur die Kundin freut sich über ihr frisches Gemüse, über dessen Anbau sie bestens informiert ist, auch andere Landwirte profitieren. Am Firmensitz im Norden Genuas liefert ein Landwirt aus der Umgebung seine Produkte ab. Orto Bee haben Davide und Matteo ihre Firma genannt. Biene im Gemüsegarten. Dank der gemeinsamen Direktvermarktung können sie für alle höhere Gewinne erwirtschaften. Mit der Landwirtschaft geht es bergab. Sie lohnt sich kaum mehr. Doch Orto Bee hat eine gehobene Kundschaft. So kann man noch gute Preise erzielen. Alleine geht es nicht mehr. Zu ihren Zulieferern gehören bislang 10 landwirtschaftliche Betriebe. Auch Margarita und ihr Mann Danny sind Quereinsteiger. Eigentlich sind sie Musiker. Als während Corona alles stillstand, begannen sie Schafe zu halten. Heute liefern sie ihren Joghurt und Käse ab. Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt und schätzen uns gegenseitig als Unternehmer sehr. Zum Glück ist es uns gelungen, beruflich zusammenzukommen. Dieses Jahr haben wir mit der Zusammenarbeit begonnen und hoffen, dass sie noch längere Zeit anhält. Auf ihren kleinen Feldern in den Bergen können sie keine großen Mengen anbauen. Um ihren Kunden dennoch ein vielfältiges Angebot zu bieten, haben sie ein Netzwerk aus Landwirten und Kunden aufgebaut. Für ihr zukunftsweisendes Konzept wurden sie vom Bauernverband Coldiretti mit dem Oscar Green ausgezeichnet.
Am Nachmittag treffen sie sich im Restaurant Cacciatore im nahegelegenen Dorf Bavari mit Matteo Olivieri, dem Vertreter des Bauernverbands Coldiretti. Regelmäßig tauscht er sich mit den beiden Landwirten aus. Ihn interessieren ihre frischen Perspektiven und neuen Ideen. Im Gegenzug berät er sie zu Fördermöglichkeiten. Bietet euch das Netzwerk nur die Möglichkeit, gemeinsam zu verkaufen, also einen gemeinsamen Vertriebskanal zu haben, oder kann es auch bei anderen landwirtschaftlichen Problemen helfen? Das Netzwerk bringt viele Vorteile. Zum Beispiel können wir auch Sammelkäufe organisieren. Wenn Davide und ich einen Traktor kaufen wollen und nicht alle Mitglieder daran interessiert sind, können wir dennoch die mitmachen wollen, zusammenbringen und gemeinsam Käufe tätigen. Wirt Paolo Taddei serviert in seinem Restaurant bevorzugt ligurische Produkte. Er ist hier aufgewachsen und hat den Niedergang der Landwirtschaft miterlebt. Was sagt er zu den beiden neuen Landwirten im Ort? Anfangs dachten die Leute nicht gut über sie. Sie sagten, was zum Teufel machen die da? Aber dann haben sie gemerkt, dass sie großartige Dinge tun. Sie haben etwas wiederbelebt, das völlig verloren war. Den Oscar Green bekommen nur junge Landwirte. So soll Innovation in der Landwirtschaft noch mehr gefördert werden. Das Netzwerk ist ein sehr interessantes Konzept, vor allem weil es bei uns etwas Neues ist. Nach dem Motto "Gemeinsam sind wir stark" bietet es die Möglichkeit, die Kräfte zu bündeln. So hilft es in einer Region mit kleinbäuerlicher Landwirtschaft, Probleme zu lösen. Matteo Olivieri kann den jungen Landwirten sowohl nationale als auch regionale Zuschüsse vermitteln. Anders als in Deutschland gibt es in Italien auch Förderprogramme für den Erwerb von Land mit bis zu 100%iger Finanzierung. Ein weiteres Feld haben Matteo und Davide erst kürzlich gekauft, wieder völlig verwildert. Und wieder müssen sie es erst urbar machen. Wie wertvoll die Bewirtschaftung solcher vernachlässigter Flächen auch für das Gemeinwohl ist, zeigt sich hier. Leute, was möchtet ihr mit dem Feld machen? Wir möchten es einzäunen und es mit Hilfe von Schafen beweiden, sodass der Arbeitsaufwand, es freizuhalten, weniger groß ist. Die Bodenpflege ist wichtig. Hier sehen wir ein Feld, das bereits vom Wald überwuchert ist und deshalb Probleme wie Erosion und Erdrutsche verursachen kann. Durch die Pflege der Landwirte lässt sich genau das verhindern und der Boden bleibt stabil. Sie konnten noch nicht davon profitieren. Doch letztes Jahr hat das italienische Parlament beschlossen, junge Landwirte noch mehr zu fördern. Unter anderem gibt es landesweit Prämien zur Existenzgründung. Könnte eine solche Existenzgründungsprämie auch etwas für Bayern sein? Auf jeden Fall. Andere Bundesländer machen es da schon richtig gut vor. Es gibt Existenzgründungsprämien, auch für Leute ohne Land mit einer guten Idee, eine Market Garden Gärtnerei zu gründen oder eine Solavi oder eine kleine Landwirtschaft. Für solche Leute mit gutem Konzept. Und interessant ist, dass mein Vater vor rund 40 Jahren genau so etwas auch bekommen hat. Es war also in Bayern schon mal so, dass es eine Prämie pro Person gab, die nicht an die Fläche gekoppelt war. Es gibt sie in 6 Bundesländern: Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Bayern leider nicht. In Rom wurde noch ein anderer Weg gefunden, um an Land zu kommen. Das landwirtschaftliche Gut Borghetto San Carlo gehört der Stadt. Jahrzehntelang wurde hier keine Landwirtschaft mehr betrieben. Das brachte Giacomo Lepri auf die Idee, um das verlassene Land zu kämpfen. Mit Erfolg. Inzwischen ist er Präsident der Cooperativa Agricola Coraggio, der mutigen Bauerngenossenschaft. Dabei ist er Geisteswissenschaftler und hat einen Uni-Abschluss in Anthropologie.
Doch wie viele andere junge Italiener war er nach dem Studium arbeitslos. Er begann auf einem Bauernhof zu jobben und beschloss, Bauer zu werden. Als ich meinen Eltern erzählte, dass ich Landwirt werden will, waren sie natürlich besorgt. Sie sagten, du hast doch studiert, hattest immer gute Noten, du bist gut an der Uni. Aber irgendwann haben sie es verstanden. In Italien liegt die Jugendarbeitslosenquote bei über 20%. Auch Giacomo Lepri setzt auf Biolandbau, bei dem der Personalaufwand besonders hoch ist. Einen neuen landwirtschaftlichen Betrieb zu gründen, ist sehr schwierig. Dabei würden Neugründungen helfen, das Problem der Arbeitslosigkeit zu lösen. Doch dafür braucht es noch mehr Anerkennung und Förderung durch den Staat. Dabei zählt Italien im europäischen Vergleich zu den Spitzenreitern bei der Förderung junger Landwirte. Doch die Situation in der Landwirtschaft ist generell schwieriger geworden. Keiner von ihnen hätte sich früher vorstellen können, einmal Bauer zu werden. In den Augen ihrer Eltern und Großeltern galt Landwirtschaft lange als wenig erstrebenswert. Heute aber entdecken immer mehr junge Italiener den Beruf neu, trotz aller Hürden. 22 Hektar hat sich die Cooperativa von der Stadt Rom erstritten. Sie zählt 7 feste Mitglieder plus einem freiwilligen Helferkreis. Federico ist seit 3 Jahren dabei. Eigentlich arbeitete ich damals mit meinem Vater in der Textilindustrie, bis ich aus Spaß mit 2 Freunden an der Ausschreibung für einen nicht rückzahlbaren Fonds teilgenommen habe. Und wir haben ein kleines landwirtschaftliches Projekt gestartet. Keiner von uns besaß Land oder hatte Großeltern mit Land. Wir waren Stadtjungen und so haben wir angefangen. Und es hat uns so gut gefallen, dass wir alle weitergemacht haben. Was sie antreibt, ist die Überzeugung, eine naturnahe und sinnvolle Arbeit zu leisten. So ging es auch Beatrice. Sie arbeitete lange in einer ganz anderen Branche, der Luxusmode. Erst war sie eine Kundin der Cooperativa, dann machte sie ein Praktikum. Schließlich entschied sie, aus ihrem alten Job auszusteigen. Das Leben im Büro ist sehr stressig. Es gibt ständig, wie soll ich sagen, Notfälle, die eigentlich gar keine Notfälle sind. Sobald etwas schief geht oder es eine Deadline gibt, kippt die Stimmung. Hier dagegen gibt es echte Katastrophen und viele Probleme. Doch die Leute hier ticken anders. Anstatt wütend zu sein, packen sie einfach an und machen weiter. Die Felder der Cooperativa wurden fast 50 Jahre lang nicht bewirtschaftet. Auf dem verwilderten Gelände wollte ein Bauunternehmer Wohnungen und einen Supermarkt errichten. Doch mit ihrem Konzept einer städtischen Landwirtschaft haben sie sich schließlich durchgesetzt. Zum gepachteten Gelände gehören auch historische Landhäuser, das Borghetto San Carlo. Hier lebten früher die Landarbeiter, die das Gut bewirtschafteten. Aus den Gründungsjahren der Cooperativa ist heute nur noch Giacomo dabei. Auf seinem Laptop zeigt er Fotos von den Anfängen, als er und ein paar Freunde vor 10 Jahren für den Zugang zu Land kämpften. Land für junge Landwirte, das war ihr Motto. Statt das Gelände einfach zu besetzen, wollten sie von der Stadt einen Pachtvertrag und damit auch Wegbereiter für andere sein. Viele sagten, dass wir es nie schaffen würden, durch eine öffentliche Ausschreibung das Borghetto San Carlo zu bekommen. Es war eine Kampfansage gegenüber all jenen, die uns das nicht zutrauten. Und als ich dann den Vertrag unterschreiben konnte, war das für mich, als hätte ich den Jackpot im Lotto gewonnen. Das war 2017. Die Felder wurden urbar gemacht. Doch das Borghetto war einsturzgefährdet und die Renovierung zog sich hin. Erst im Frühjahr 2023 konnten die Gebäude von Roms Bürgermeister persönlich übergeben werden. Langsam wächst das Bewusstsein dafür, dass wir in Italien, besonders in Rom, aber auch in anderen Städten, beim Flächenverbrauch einen kritischen Punkt erreicht haben.
weshalb bestimmte Grünflächen nun unbedingt geschützt werden müssen. Die Rolle der Landwirte als Hüter der Biodiversität und der Natur wird immer wichtiger. Vielleicht fangen auch die Behörden langsam an, das zu begreifen. Sempre più importante e forse le amministrazioni se ne stanno piano piano rendendo conto. Immer noch warten sie auf die technische Abnahme. Die Gebäude dürfen deshalb noch nicht offiziell genutzt werden. Nur zum Mittagessen treffen sich die Mitarbeiter der Genossenschaft im Innenhof. Heute hat Giacomo gekocht. Kochen ist seine zweite große Leidenschaft. Derzeit wirft ihre Landwirtschaft gerade so viel ab, dass es zum Leben reicht. Nun hoffen sie, das Borghetto San Carlo so schnell wie möglich in Betrieb nehmen zu können, um dort Events zu veranstalten und es als Hostel zu nutzen. Noch einmal zum Naturgarten Schönegge. Der Umzug beginnt. Auch er kostet Geld. Während unten im Hofladen das Sortiment für den Verkauf vorbereitet wird, ist Lilian oben im Büro auf der Suche nach den immer wieder angekündigten Fördermitteln für Junglandwirte. Man hört das auch immer wieder bei den Banken. Dann gibt es besondere eben Förderprogramme, wo man besonders günstige Kredite bekommt und sowas. Und wir haben das ganze Prozedere jetzt tatsächlich durchlaufen und haben nicht das Gefühl, dass man irgendwie wirklich Unterstützung bekommt. Das ist alles wahnsinnig viel Zeit, das man da investiert und die sich für uns jetzt wenig gelohnt hat. Nebenan belädt ihr Vater Erhard Schönegge schon mal den ersten Umzugswagen. Auch er war ein Bauer ohne Land, als er vor 30 Jahren den Naturgarten gründete. Gerade 1 Hektar konnte er sich damals leisten. Die Kündigung versucht er positiv zu sehen. Was ich als Schöne finde, ist das, dass alle meine Kinder das als Herausforderung annehmen. Ja? Und alle gemeinsam versuchen, an einem Strang zu ziehen und zu sagen, hey, wir wollen das möglich machen, dass das weitergeht. Ja? Und das war jetzt kein von mir ausgesprochener Wunsch, sondern es ist aus ihnen selber gekommen. Ja? Und deswegen ist die Motivation einfach da, wirklich zu kooperieren, zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu sagen, wir schaffen das. Los geht es mit der ersten Ladung zum Zukunftshof, wie sie ihren neuen Standort nennen. In 8 Wochen sollen dann bei einem 2-tägigen Ritt die Pferde folgen. Die ungeliebte Büroarbeit ist erledigt. Jetzt macht sich Lilian an die Hufpflege der Tiere. Sie ist ausgebildete Pferdewirtin, hat aber auch Sozialarbeit studiert. Für mich war auch von Anfang an klar, dass ich kein Gärtner werde, weil ich gesehen habe, was für hartes Brot das ist. Wie wenig Geld man da verdient, das war bei uns auch immer so ein bisschen Thema. Und deswegen war für mich klar, ich will in der Landwirtschaft bleiben, ich will aber was anderes dazu machen. Und für mich war es immer klar, ich werde diesen Hof hier mit einem meiner Geschwister mit weiterführen und auch die Gärtnerei und die Landwirtschaft eben weiterführen. Aber ein bisschen mehr. Das bisschen mehr kam mit der sozialen Landwirtschaft. 15 Mitarbeiter werden dafür im Naturgarten beschäftigt. Gerade ist Ferienzeit. Die Kinder sind für eine Woche zu einem Zeltcamp hier. Es spielt sich halt alles total gut ineinander, weil klar, desto mehr Leute man an so einem Hof hat, desto mehr wird halt, wir vermarkten ja alles direkt, das ganze Gemüse. Die Leute kommen hier, bringen ihre Kinder zum Pferd zum Beispiel, gehen dann in den Hofladen, kaufen da Gemüse ein und setzen sich dann in den Kräutergarten und trinken dann noch einen Kaffee im Hofcafé. Also es bedingt sich alles ganz gut. Es ist halt so ein schönes Miteinander, ein guter Austausch. Und andererseits braucht natürlich auch die Landwirtschaft zum Beispiel den Pferdemist, um halt den Humusaufbau gut hinzukriegen. Es ist einfach eine runde Sache, würde ich mal sagen. Letztlich hat die multifunktionale Landwirtschaft dem Naturgarten Schönegge die Zukunft gesichert. Ohne sie wäre die Kulturlandgenossenschaft wohl kaum aktiv geworden. Auch in Rom setzt die Kooperativa auf multifunktionale Landwirtschaft. In Italien wird sie vom Staat deutlich stärker gefördert als in Deutschland. Für Giacomo Lepri essentiell. Ein kleiner Bauer, der in die Pflege der Felder und Biodiversität investiert, erzielt kaum Gewinne. Es funktioniert nur mit Multifunktionalität, also durch zusätzliche Dienstleistungen wie Schulungen oder Gastronomie. Sonst reicht es kaum.
Zur Kooperativa gehört ein kleiner Hofladen, in dem ihr Büro untergebracht ist. Auch Alessia verbringt viel Zeit am Computer und versucht, Fördergelder zu akquirieren. Immer wieder auch für kulturelle Veranstaltungen. Am Sonntag werden wir ein Fest veranstalten, bei dem wir verschiedene Aspekte der Landwirtschaft vorstellen. Ein Highlight ist ein Workshop mit traditionellen Liedern, die oft mit der Arbeit auf dem Feld zu tun haben. Außerdem werden wir über die Landwirtschaft reden, während wir Speisen aus unseren selbstproduzierten Lebensmitteln zubereiten. Gleich nebenan werden für das kommende Fest bereits die Pizzabretter vorbereitet. Giacomo plant, so bald wie möglich im Borghetto San Carlo ein Restaurant zu eröffnen, in dem nur regional und saisonal gegessen wird. Ich möchte mit der Landwirtschaft zum Ursprung der Lebensmittel zurückgehen. Ohne Landwirtschaft kein Kochen, ohne Kochen keine Landwirtschaft. Ich liebe es zu kochen. Würde ich das Essen nicht so lieben, würde ich mich nicht so sehr anstrengen, es zu produzieren. Jetzt hoffen sie, dass das Wetter hält und genügend Gäste kommen, damit die dringend benötigten Einnahmen gesichert sind. Zurück nach Genua. Ganz besonders stolz sind Matteo und Davide darauf, dass sie unter ihrer Marke Orto B mittlerweile einige der besten Restaurants der Region beliefern. Einmal die Woche geht es immer der Küste entlang Richtung Osten, nach Pieve Ligure, am Golfo Paradiso. Die ligurische Küche ist dafür bekannt, neben frischen Meeresfrüchten auch ganz besonders auf frisches, saisonales Gemüse zu setzen. In Pieve Ligure beliefern sie das Restaurant Ortica, auf Deutsch Brennnessel. Heute wird eine Hochzeitsgesellschaft erwartet. Ciao ragazzi, buongiorno. Marco Visciola ist der Chefkoch. Er wurde auch dieses Jahr für seine neue Interpretation der traditionellen ligurischen Küche mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Ganz im Sinne der italienischen Slow-Food-Bewegung verwendet Marco Visciola ausschließlich lokale Produkte von regionalen Anbietern. Er ist deshalb ein Mitglied und Förderer ihres Netzwerks. Rendiamoci conto che se non ci fossero le nuove generazioni andremo. Uns muss bewusst sein, ohne die nächste Generation würden viele wichtige italienische Produkte einfach verschwinden. Ligurien ist eine Region voller einzigartiger Gemüsesorten. Generell haben wir in Italien richtig besonderes Gemüse, wie die Artischocke aus Albenga, Trompetenzucchini und viele verschiedene Tomaten. All diese Gemüsesorten verdienen Schutz. Und wenn das Gemüse geschützt werden soll, müssen auch die Betriebe geschützt werden, die es anbauen. So wird die Trompetenzucchini mit dem berühmten Pesto aus Genua zur Vorspeise. Regionalität und Frische sind im Ortica so wichtig, dass ein eigener Gemüsegarten dazu gehört, den Davide und Matteo regelmäßig pflegen. Es ist zwar nicht ihr Land, aber ein willkommener Zusatzverdienst. Da sie ihre ganzen Einnahmen immer noch in den Aufbau von Orto B investieren, sind sie nach wie vor auf die Unterstützung ihrer Familien angewiesen. Doch der Erfolg gibt ihnen recht. Seit 4 Jahren geht es stetig bergauf, ohne Rückschläge, da immer mehr Leute verstehen, was wir tun. Zurück nach Oberbayern. Zum Zukunftshof der Familie Schönegge, auf dem sie ab sofort dank der Kulturlandgenossenschaft ihre Landwirtschaft weiterführen können. Stefan Illi ist gekommen, um sich über ihre Pläne zu informieren. Genau, und hier in diesen Anbau von dieser Scheune soll dann der Hofladen und das Hofcafé rein. Das wird richtig schön, wenn das mal steht und wir dann hier so einen schönen Blick auf den Kleintierbereich haben, den wir da machen wollen, und ein kleiner Spielplatz dazu kommt. 18 Hektar Land können sie hier bewirtschaften. Das sind 8 Hektar mehr als am alten Hof.
auch der Plan, dass das ganze Grundstück eingeheckt wird und wir natürlich so viele Obstbäume wie möglich mit dazu pflanzen wollen. Es wird sich hier komplett verändern. Es wird ein wunderschönes Biotop. Ja. Ist jetzt ein bisschen ausgeräumt und dann werden da Hecken und Vielfalt und Menschen und Tiere in der Landschaft sein. Ohne die Unterstützung durch Kulturland wäre aus all ihren Plänen wohl kaum etwas geworden. Auf was soll man warten, oder? Wenn wir warten, brechen weiterhin einfach jedes Jahr 1000 Höfe weg in Bayern. Und ich glaube, das ist wirklich dran, ein Zeichen zu setzen. Wir profitieren mega davon, dass es Leute gegeben hat, die sich da Gedanken gemacht haben und so ein Konzept auf die Beine gestellt haben. Weil ich glaube auch, dass es das braucht, um diesen Wandel herzustellen, dass eben wieder mehr junge Leute auch einen Zugang zu Grund und Boden kriegen. Wir brauchen neue Lösungen, junge Landwirte viel stärker zu fördern. Das ist ja jetzt auch nicht der Fall. Also ihr kriegt ja da praktisch kaum Unterstützung jetzt staatlicherseits. Wegen der hohen Bodenpreise ist der Naturgarten die erste Kulturlandinvestition in Oberbayern. Ein Pilotprojekt. Mit dem Zukunftshof bekamen die Schwestern eine Chance, die sie auch anderen wünschten. Eine private Initiative ermöglichte, was sie sich eigentlich von der Politik erhofft hatten. Lucia Birkmeier hatte einen Termin im Bayerischen Landwirtschaftsministerium. Sie setzt sich dort weiterhin für Junglandwirte ein. Es war definitiv ein guter Austausch. Wir haben unsere Punkte vorgebracht. Ich denke, das werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal. Und wir hoffen vor allem als junge ABL, dass wir ganz konkret weiterarbeiten können an den Punkten Existenzgründung, weil da tickt die Uhr. Es ist Wochenende und in Rom startet das Fest der Cooperativa Agricola Coraggio. Für 15 € kann sich jeder nach Herzenslust am Buffet bedienen. Alle Zutaten für die Gerichte stammen aus eigener Produktion. Alessia ist an der Kasse. Die Einnahmen fließen und bringen den erhofften Zuverdienst. Giacomo steht am Pizzaofen, gebaut aus dem Lehm, Sand und Stroh der eigenen Felder. Wie blickt er in die Zukunft? Manche Tage sind wirklich schwierig. Man fragt sich, ob man etwas anderes hätte machen können und auch wollen. Aber die Antwort ist immer nein. Also machen wir einfach weiter. Durch seinen Kampf für Land wurde er zum Wegbereiter. Auf seine Initiative hin verpachtet die Stadt Rom ihre landwirtschaftlichen Flächen in Zukunft bevorzugt an Junglandwirte. Beim Borghetto San Carlo ist neben der Landwirtschaft ein grüner Naherholungsraum mit Picknickplätzen entstanden. Vermissen Sie den Supermarkt, der hier geplant war? Ein Supermarkt, das wäre ein großer Verlust. Denn solche Grünflächen, die jeder nutzen kann, sind wirklich wichtig. Während die einen noch picknicken, findet im Borghetto San Carlo trotz der immer noch ausstehenden Abnahme ein erster Workshop statt. Im größten Raum wird ein altes Bauernlied über die Olivenernte eingeübt. Für die Teilnehmer ist der Workshop kostenlos. Alessia von der Cooperativa hat ihn organisiert und dafür Gelder aus einem Kulturfonds der Stadt Rom beschafft. Ganz im Sinne der multifunktionalen Landwirtschaft. Jetzt hoffen sie, dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft durch die Verbindung von Tradition und Moderne auch langfristig eine Perspektive bekommt.